Ja, grüß euch beieinander und einen Sackreschgurten. Jetzt Kasperl! So, Leute. So, Leute. Ding. Wir sind in Video Nummer 31. Also, nicht bei mir. Bei mir müsste es langsam auf die 50 zugehen. Aber, hier bei den Leaks sind wir bei 31. Das ist das aktuell vorletzte, zumindest aktueller Stand. Datum der Uhrzeit 13.11.2025 um 4:45. Richtig. Es müsste in der Dreiviertelstunde, glaube ich, ein Video online kommen. Von mir aus gesehen. Das ihr hoffentlich schon gesehen habt, bevor ihr jetzt das hier hört. Wer zählen kann, wird gemerkt haben, dass ich eins übersprungen habe. Es war wirklich ein komplettes Video, wieder nur Gaming-Geblubbel. Und das habe ich mir komplett irgendwie im Hintergrund angehört während dem Badputzen. In doppelter Geschwindigkeit und dachte mir, ja, okay, braucht kein Mensch. Ne? Braucht kein Mensch. Und hier die ersten 12 Minuten sind auch relativ unspektakulär. Und jetzt erzählt er irgendwelche Geschichten über die Nachbarn und das könnte doch spannend werden. Richtig. Was wollte ich noch sagen? Ah, ja, hier, der liebe Vorhinloch hat Sachen hochgeladen, ne? Wo es hier vom Schanzenwatch, ne, Broadcast, der, wo es heißt, theoretisch könnten gegen Rainer noch rechtlich Dinge offen sein. Und wenn seine Aussage der Wahrheit entsprechen sollte, dass er noch Bewährung bis Ende des Jahres könnte es sein, dass die Nascht-Edzardler-Staffel doch noch anfängt. Ne? Ich hoffe, dass das passiert. Verdient hätte das auf jeden Fall. Also verdient hätte das schon lange. Es gibt, glaube ich, in deutschen Gefängnissen mit Sicherheit einige Leute, die sich weniger zu Schulden kommen haben lassen und trotzdem jetzt im Camp Knacki sitzen. Dementsprechend, ne, also der hat so oft jetzt wirklich durch Winklerglück nochmal Dusel gehabt, dass er nochmal davon gekommen ist, Rudi Salpur etc. bla bla. Irgendwann muss es mal erwischen. Wie war das? Ich weiß nicht mehr, wer das damals gesagt hat. Was Dr. Oll? Ne, Reini muss jedes Mal, wenn er wieder Scheiße gebaut hat und wieder rechtlich belangt wird, muss er jedes Mal Glück haben. Ne? Wenn er einmal Pech hat, war's das. Einmal an den falschen Richter auch, der sagt, hier, ich habe hier ihr Vorstrafenregister, so und so viele Verurteilungen wegen Bewährung, zur Bewährung wegen dies und das und irgendwann ist Feierabend, ne? Irgendwann ist, hat er Spaß ein Loch und in das stecke ich sie jetzt rein. So. Ich weiß nicht das Loch, in das er gerne wollen würde, aber da er inzwischen sicherlich auch weiß, dass das hier Bärchen waren. Ja. Richtig. Dementsprechend, Leid, hockt euch her, Sommerwehre. Reißt euch Häube auf. Und mir gingen einer in Ding. Mhm. Hattest du heute eigentlich einen schönen Tag? Ja, ein bisschen. Also ich habe halt viel an meinem Buch geschrieben. Ich habe einem Nachbar geholfen. Lügenlord. Lügenlord. Ja, er hat dem Nachbarn geholfen. Beim Dachdecken, Rainer, war's das? Ganz ehrlich, es kann sein, dass er, wenn er sagt, er hat am Nachbarn geholfen, dass dass Uwe nochmal gesagt hat, hey Reini, dies und jenes, du packst jetzt mit an, weil ich glaube, dem fehlt ja auch ein Daumen an irgendeiner Hand. Weil wird er sie wahrscheinlich im Suff abgesagelt haben. Ich stelle das rein Spekulatius jetzt, ne? Aber könnt ihr mir vorstellen. Oder das Kaisen hat Reini, ich bin einkaufen gewesen, unter anderem auch für dich.
dementsprechend tragst du mir jetzt die Einkäufe rein oder was weiß ich. Ne? Ich nehme schon an, dass der Reini da ein bisschen mit anpacken muss, um sich da sein Dach über dem Kopf zu verdienen. Und ich glaube, dass ihm das nicht passt. Ich glaube auch, dass ihm das nicht passt. Und wie gesagt, keine Ahnung, hey, vielleicht, Reini, wenn es doch nochmal die Knaststaffel gibt, vielleicht musst du dann auch gar keine Miete mehr bezahlen oder sowas. Das wäre für dich, wär's dann 2 Jahre sorgenlos, ne? Ein bisschen zynisch, wird man sein dürfen. Und ansonsten, wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung, dass der auf jeden Fall im Hintergrund ein Social Media Comeback plant und dass er wahrscheinlich hofft, irgendwie auf YouTube wieder stattfinden zu dürfen, wenn denn das tatsächlich so sein sollte, dass YouTube da Leute wieder, die perma gebannt waren, wieder stattfinden lässt auf die rot-weiße Plattform, wäre er der Erste, der dann da wieder ist. Und für mich hört sich es auch immer noch sehr plausibel an, dass er irgendwelche rechtlichen Vorgaben hat von irgendeinem Gericht, ne, die allerersten Bewährungsauflagen, die er tatsächlich eingehalten hat, weil er keine Ausrede dafür hat, dass er so und so lange auf Social Media nicht stattzufinden hat bis Ende der Bewährung und dann wiederkommt. Ne? Aber ansonsten, wenn er tatsächlich, ich habe es oft gesagt, wenn er sich tatsächlich komplett aus dem Internet zurückgezogen hätte, so wie er es behauptet hat, dann wären diese Blogs nicht entstanden und dann wären diese Discord-Leaks nicht entstanden und so weiter und so fort. Ne? Hier wird sich vorbereitet auf die nächste Saison, auf die nächste Staffel und das ist meine Überzeugung. Und er ist mir vorhin entgegengekommen, als ich auf der Treppe war, ich habe doch heute früh gesagt, dass ich keine Wurst da habe. Ja. Also bin ich halt kurzerhand. Das ist dramatisch, Rainer, wenn man keine Wurst im Haus hat. In den Deli rüber geflitzt in der Früh. Rainer, die Dinger heißen Spätis, ne? Auch wenn man in der Früh hingeht. Und dann kam mir halt gerade der Nachbar auf dem Rückweg entgegen und hat irgendwie so 2 fette Tüten dabei gehabt. Also habe ich dem halt einfach kurzerhand geholfen, dass er ein älterer Mann ist. Ja, okay, er hat Uwe beim Reintragen der Einkäufe geholfen. Ne? Vielleicht war er sogar mit dabei beim Einkaufen und hat ihm da geholfen. Das ist möglich. Das ist vielleicht sogar möglich. Habe ich ihm halt kurzerhand geholfen, einfach die Tüten hochzubringen. Okay. Und ja, hat mir dann halt noch gedankt und ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen sollte. Oh, jetzt komm. Jetzt komm. Na, Rainer. Wenn du dir die Frage stellst, ob du weißt, ob du das, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen soll, dann lautet die Antwort ganz klar nein, Reini, solltest du dann nicht machen. Ne? Weil, ich kann es euch jetzt schon sagen, wie das wahrscheinlich ablaufen wird. Hier der ältere Mann, der bei ihm im Haus wohnt, der ist dann auf einmal im Bademantel da gestanden oder irgend so einen Schmarren. Ne? Irgend so einen Krampf. Irgend sowas wird es sein. Hä? Wieso? Ich habe das schon mal irgendjemandem erzählt. Also ich lebe ja eigentlich jetzt schon in Berlin. So für, keine Ahnung, so ein Jahr oder so. Ein Jahr ist es noch nicht, aber knapp ein Jahr halt so irgendwie so. Rainer, wäre ich vor kurzem, ne, für einen Umzug würde ich sagen, ist ein Jahr schon noch eine relativ kurze Zeit, wäre ich im Laufe des letzten Jahres nach Berlin gezogen, wüsste ich ganz genau, wann das war. Ich wohne seit April 2017 am selben Ort. Und ich weiß, dass ich Anfang April 2017 hier eingezogen bin. Ich weiß das. Und das ist jetzt 8 Jahre her. Über 8 Jahre her. Ne? Also deutliches Anzeichen von Lülü. Ja, seit August oder September oder sowas letztes Jahr wir wohnen in Berlin. Ja, genau, Rainer. Ne? Wissen wir Bescheid. Ende August, Anfang September irgendwann bin ich nach Berlin gezogen. Okay. Und es ist so, dass der Nachbar und seine Frau. Ja, oh, come on. Der Nachbar und seine Frau. Die sind. Er wohnt jetzt doch wieder
ist der Frankengamer auch nach Berlin gezogen, ist spontan 50 Jahre gealtert und ne, will jetzt dann doch noch den Dreier mit ihm und seiner Frau einfordern? Oder ist das jetzt, was er uns erzählen will? Das ist sehr freizügig. Mhm. Okay. Und ja, ich weiß nicht warum. Ich solche Menschen irgendwie immer anzuziehen scheint. Keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, warum du dir solche Menschen auch immer wieder ausdenken musst. Das ist die Frage. Ne? Rainer, du ziehst überhaupt keine Menschen an. Du stößt Menschen ab. Eine Zeit lang hast du das, professionell, hauptberuflich sogar gemacht, Leute abzustoßen, indem du sie im Internet beleidigt und provoziert hast, der Barne wegen. Und du ziehst überhaupt niemanden an. Ne? Aber jetzt ist übrigens die Mine offen. Also ich gehe jetzt mal in die Mine auch gleich rein. Hol mir von dem Typen ein Schwert und dann werde ich mir die Mine bearbeiten, dass wir Kupfer. Eine Sekunde, ich muss mich kurz ums Mieti kümmern. So, ja, sorry, wie gesagt, der Kader von uns, der am meisten Aufmerksamkeit bekommt, der hat am häufigsten mal Aufmerksamkeitsdefizit. Man kennt, ne? Nee, jetzt an den Computer gehen, ich will... Warum auch immer. Bekommen. Ja, kann man nämlich auch besser das Werkzeug herstellen, das ist ganz wichtig. Okay. Also falls du Lust und Zeit hast, kannst du dir auch dazu stoßen. Ja. So, auf jeden Fall, ich habe jetzt ein Schwert bekommen, yay. Auf jeden Fall ist es so, dass die, ja, ich habe mich halt... Dass die, ja, die finden den ganz toll und den Reini und laden ihn regelmäßig zu Ü60 oder Ü70 Snooze-Partys ein. Das ist es. Ich bin halt schon das eine oder andere Mal bei denen zu Hause gewesen. So, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, und dann hat heute früh ich habe das dir jetzt erzählt, weil wir beide ja eigentlich... Kurzerhand wird kommen, letzten Endes wird kommen, diese Floskeln, ne? Nichts haben, im Moment zumindest, soweit ich weiß. Weiß nicht, hätte ich das jetzt vielleicht sagen sollen. Ich hatte irgendwie schon ein schlechtes Gewissen, deswegen war ich mir jetzt sicher. Ist okay. Das klingt jetzt total enttäuscht. Ja, jetzt ist ihm, er hat jetzt die Story angefangen zu verzapfen und mittendrin ist ihm aufgefallen, scheiße, ich bin ja gerade schon eigentlich sehr weit dran, hier die klar zu machen. Und die will ja schon zu mir kommen, so. Und das ist ja schon geplant. Vielleicht findet die es jetzt nicht so gut, dass ich ne, in der Zwischenzeit mich durch die Weltgeschichte bimse. Und jetzt schnell irgendwie wieder Schadensbegrenzung betreiben. Ne? Aber ne, die Story ist jetzt raus, Rainer. Ich weiß ja nicht. Ja, ich habe da nicht drüber nachgedacht heute Morgen halt. Wie, du weißt nicht. Ich weiß ja nicht, wir haben ja jetzt nichts abgesprochen. Nee, das ist es ja. Ich habe jetzt halt auch halt drüber nachgedacht gehabt, weil wir nichts abgesprochen haben. Aber halt auch deswegen, weil, ja, keine Ahnung, das war doch nicht... Rainer, das macht keinen Sinn. Ne, es macht überhaupt keinen Sinn. Also entweder hast du nicht darüber nachgedacht oder du hast es gemacht, weil ihr nicht darüber gesprochen habt. Dann hast du aber vorher darüber nachgedacht. Rainer. Ne? Wenn der Grund, dass du das jetzt gemacht hast, natürlich gelogen, ne, ist, dass ihr noch nichts abgesprochen habt, dann hast du kurz drüber nachgedacht, oh ja, ich habe aber da dieses Bärchen und mit dem bahnt sich was an. Aber wir haben ja noch nichts Festes ausgemacht. Ne? Wir sind ja offiziell nicht in einer Beziehung. Dementsprechend ist im Übrigen trotzdem räudig. Ne? Also wenn man so Sachen in die Wege leitet, am Flirten ist und sagt, hier, man will sich treffen, etc. bla bla und das eindeutig auf einer Ebene passiert, die in Richtung einer romantischen Beziehung sich entwickeln soll. So rum. Bin ich der Meinung, hat man das Dating, aber ja, keine Ahnung, Dating würde ich jetzt da vielleicht, wenn man sich mit Leuten trifft, aber zumindest auf jeden Fall das Rumbimsen einzustellen. Denn ich weiß nicht, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, was mir das für ein Gefühl geben würde, wenn ich sage, hier, es wird hier
also ist mehr oder weniger das Zufall, dass man ausgewählt wurde, oder? Ich weiß es nicht. Ich bin da vielleicht ein bisschen altmodisch, dass ich sage, hey, wenn ich mich auf eine, ne, wenn ich am Daten bin, möchte ich mich auf die eine Person konzentrieren. Und wenn ich dann nach 2, 3 Dates merke, okay, das ist vielleicht jetzt doch nicht so geil und ist nicht das, was ich erwartet habe, dann kann man ja danach immer noch schauen, dass man sagt, hey, hat nicht funktioniert, wir kommen leider so nicht zusammen, und dann sucht man sich noch jemanden. Ich finde es räudig, wenn man sagt, hier, ja, keine Ahnung, ne? Wir haben uns jetzt ein paar Mal getroffen, es läuft eigentlich soweit ganz gut, aber ich bumse halt noch nebenher, weil noch niemand das Wort Beziehung in den Mund genommen hat. Weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Totale Spontanaktion. Also ich bin ja da mit zu dem gekommen und seine Frau kam halt gerade aus der Dusche. So, und dann, ja. Ja, auch das, die kommen immer zufälligerweise gerade alle immer aus der Dusche, wenn er gerade da reinkommt. Da ist euch das schon, ist ganz zufällig. Huch! Jedes Mal. Fast so, als wären diese ganzen Geschichten gar nicht so richtig passiert, sondern als hätte er sich die Plotlines dafür einfach bei irgendwelchen Borneo-Filmen abgekupfert, die er jetzt gerade vor kurzem mal wieder zur Selbstbefleckung geguckt hat. Ne? Keine Ahnung. Ich fand es halt gerade ganz witzig und dann kam halt eins zum anderen. So ein bisschen rumgeschickt. Ah ja, es kommt eins zum anderen. Das ist auch eine kurze Hand und es kommt eins zum anderen. Ja. Okay. Ja, das ist halt nicht das erste Mal gewesen, dass das vorgekommen ist. Aber ich habe da auch gar nicht Lust drüber nachgedacht. Das ist mir auch gerade erst richtig aufgefallen, was wir da eigentlich gemacht haben. Das ist richtig. Dir ist es gerade, während du dir, das ist so krass. Der Mann ist so ein pathologischer Lügner, dass er diese Geschichten, diese Bums-Geschichten tatsächlich weiterspinnt, ne, heute in der Früh, und nicht checkt, vor lauter sich wieder in die Lügengeschichten reinsteigern, nicht checkt, dass er gerade mit dem Bärchen redet, das er schon seit Tagen, in dem Fall vielleicht sogar seit Wochen schon angräbt. Ne? Dass die vielleicht dann nicht so begeistert ist, wenn er seine gebrechlichen alten Nachbarn wegflankt. Weil eigentlich, wenn ich in einer Beziehung bin oder so, würde das anders laufen. Aber da ich ja keine Beziehung habe derzeit. Ja, weiß ich nicht, du hast noch nie wirklich echte Beziehung gehabt. Ne? Ich spreche dir die Beziehung auch mit einer Moner ab, weil die dich nur ausgenommen hat. Die war mit dir der Barne wegen und der Reichweite wegen unterwegs und hat so getan, als wäre sie deine Freundin, damit du ihr, damit du sie aushältst. Dementsprechend, was normalerweise passiert, wenn du in einer Beziehung bist, ist noch nie getestet worden, weil es noch nie so war, Rainer. Aber ganz ehrlich, ich schätze ihn nicht so ein, dass er, wenn er in einer Beziehung wäre und es würde sich die Möglichkeit zum schnellen, unkomplizierten Snoo-Snoo anbieten mit irgendeiner Person, die nicht seine Partnerin ist, dass er dann sagen würde, na, du, ich bin in einer Beziehung und wir haben gesagt, dass das jetzt eine monogame Beziehung ist und dementsprechend halte ich mir da zurück und sage hier, nee, sorry, aber ich fühle mich geschmeichelt, aber mit mir wird's nichts, du musst dir jemand anders suchen, sondern der wird auf jeden Fall, weil er das, glaube ich, als sein Recht ansieht. Ja? Hat er bei den ganzen Bärchen dann immer schon gesagt, wenn er verteidigt hat, warum in einer offenen Beziehung, die er mit dem Bärchen haben will, Cola-Bärchen, bestes Beispiel, mal wieder, warum das fair wäre, dass er praktisch, dass es so eine semi-offene Beziehung ist, also dass er darf und sie nicht. Ne? Weil sie hat ja schon so viele Partner gehabt und sie hätte ja auch immer, ne, sie hat es ja so leicht im Leben, weil sie eine Frau ist, ne, übliches Incel-Geblubber. Und er hat das immer so schwer und deswegen hat er was nachzuholen und deswegen gebührt es ihm einfach, ne, dem großen Lord. Alter, warum? Jetzt erkläre ich mich schon voll dafür. Tut mir leid. Alles gut. Ja, aber ich merke schon, das scheint dir auch nicht so egal zu sein. Ne? Es tut mir leid. Ist okay. Alles okay. Ja. Weiß nicht, was ich sage. Nix, alles gut. Ich mache dir keine Vorwürfe. Wie gesagt, das war ja gar nicht anders abgesprochen, also. Ja, trotzdem. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich jetzt ein schlechtes Gefühl. Brauchst du nicht, alles gut. Naja, ich höre... Habt ihr gehört? Habt ihr gehört, was er gesagt hat?
irgendwie habe ich jetzt ein schlechtes Gefühl. Nicht, ich habe ein schlechtes Gewissen. Die Wortwahl ist sehr prägnant hier wieder. Ne? Er hat kein schlechtes Gewissen, weil er kein Gewissen hat. Der Mann ist so gewissenlos, wie es nur geht. Das hat man in den letzten 15 beschissenen Jahren oft genug gesehen. Er hat ein schlechtes Gefühl. Er hat Angst, dass sie jetzt die Notbremse zieht, was die potenzielle Wurstfach, ne, Begehung seinerseits angeht. Ich analysiere wahrscheinlich jetzt wieder zu viel, aber ich höre auch an deiner Tonlage, dass dir das ganz egal ist. Oder zumindest macht es den Eindruck. Egal ist es mir nicht. Aber wie gesagt, das war ja nicht anders abgesprochen. So, wo guckst denn du rum? In der Mine. Okay, kannst du dann, wenn du willst, langsam zurückkommen? Ja. Okay, jetzt muss ich kurz überlegen. Okay, also Kupfer alles erst einmal in die Kiste, nicht verkaufen, weil das brauchen wir. Ja, schön vom Thema ablenken, Rainer. Wir brauchen, ich glaube, was waren es? 10 Kupfer oder 20 Kupfer, glaube ich, brauchen wir. Für die Weiterentwicklung. Also für den Ofen. Ja. Alter, diese verkackten Freezers. Immer noch? Ja, das freest immer wieder mal ein. Achso, ja, er hatte Probleme mit seiner Switch. Ne? Das heißt, wahrscheinlich hat er immer noch die erste Switch und spielt halt da drauf Spiele. Wahrscheinlich auch mit einer schlechten Internetleitung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so geile Internetleitung ist da beim Ding in Zobes. Und ne, es sind die alten Probleme, wie damals in der Schanze, bevor er sich hier die Glasfaser hat legen lassen. Ne? Oh, er weiß gar nicht, warum das alles ruckelt. Rainer, weil du es auf dem Kartoffel-PC gespielt hast mit einer Bullshit-Leitung. Ne? Bambusleitung und Kartoffel-PC, das waren die Gründe. Und hier ist der Grund, dass du eine extrem veraltete Konsole, die schon veraltet war, als sie auf den Markt gekommen ist, von der Technik her im Vergleich zu der aktuellen Konsolengeneration, benutzt mit einem scheiß Internet, Rainer. Das guckt mich gerade an. Darf ich noch was klarstellen zu der Sache von vorhin? Nein, Rainer, aber ich bin gespannt, ne? War ja bloß Ding. Er hat ja gar nicht reingesteckt, so. Oder sowas, keine Ahnung. Ja. Es gab keinen Sex als solches, ne? Leute, Applaus, bitte. Ne? Das ist ihm jetzt gerade noch reingerendert gekommen. Ah, ja, nee, die haben ja bloß so ein bisschen rumgemacht, ne? War wahrscheinlich bloß ein bisschen fummeln und so, und der hat zugeschaut, ne? Wie die es machen, und hat sie vielleicht noch eingekeult oder so. Ne? Leute, ich hab das legit noch nicht gesehen. Ich bin bei 12 Minuten 30 oder sowas eingestiegen, wo sie angefangen haben, drüber zu reden. Wo er gesagt hat, ja, ich habe meinem Nachbarn geholfen, ne? Und mir gedacht, okay, jetzt ist wieder ein normales Gespräch, aber es war so klar. Reini sieht seine Fälle davon schwimmen mit dem Bärchen. Oh, fuck. Ne? Ich hab mir jetzt irgendwie, ne, vor lauter mich in Rage lügen, irgendwie eine Geschichte erzählt, die meine Chancen schmälern, bei der zum Stich zu kommen. Und jetzt muss ich da rein ins Boot und wieder zurückrudern. Der müsste wirklich, ganz ehrlich, wenn der in echt so viel rudern würde, wie er hier geistig immer am Zurückrudern ist, der müsste Oberarme und ein Kreuz haben, dass der Sau graust, ne? Nicht, dass du das falsch verstanden hast. Weil Okay. Das so aufgefasst. Ja. Ja, also es gab schon so ein bisschen Gefummel und alles, aber richtiges Sex in dem Sinne gab es nicht. Also Okay. kommt natürlich auch auf deine persönliche Definition von Sex in dem Sinne an, aber es gab keinen penetrativen Sex, um das so auszudrücken. Okay. Vielleicht geht es dir damit besser, auch wenn es wahrscheinlich trotzdem scheiße ist. So, bist du immer noch in der Mine? Ich bin gleich da. Du weißt, dass wir nur bis 0 Uhr Zeit haben, ne? Ja, bin wirklich gleich da. So. Jetzt dachte ich gar Aber sie macht das gut, ne? Das muss man ihr wirklich lassen. Ich hätte mir das in den ganzen Gaming-Sessions viel mehr gewünscht, ne? Weil die Gaming-Session-Teile, die wir bisher gekriegt, die meisten Sachen waren ja wirklich einfach skippable. Ich hätte mir das viel mehr gewünscht, dass sie ihn dazu bringt, irgendwie mehr über so persönliche Scheiße zu schwadronieren. Weil sie bleibt jetzt absichtlich ein wenig wortkarg und nimmt so ein bisschen passiv-aggressiven Ton in ihrer Sprache auf,
Und das triggert Rainer dazu, dass er, oh scheiße, bei Rainer geht der Panikmodus los. Shit, ich habe mich verplappert. Ich habe Scheiße erzählt und jetzt habe ich nur, weil ich eine fiktive Bumsgeschichte mit einem Nachbarn, den es nicht gibt und seiner Frau erzählt habe, mir vielleicht die Chancen versaut, bei der zum Stich zu kommen. Direkt zurückrudern. Und jetzt ballert er raus. Ja? Ganz kurz, du gehst ins andere Haus. Alter, haben wir jetzt nur mit den Eiern 7? Nee, okay, ich muss die Nacken. Ich dachte gerade schon, hä? Okay. Also, ich werde jetzt mal gucken, dass ich losgehe und, achso, hast du schon, wie viele Kupfer hast du bekommen? 5 oder so. Oh nee, jetzt habe ich eine Cutscene. Okay. Welche Cutscene hast du denn? Na, die mit Clint. Der will jetzt irgendwie, dass ich... Das habe ich doch schon erledigt. Ja, ich weiß auch nicht. So ein Vogel. Na gut, du gießt ja noch, ne? Ja. Dann gehe ich mal die Mine zurück. Kannst du übrigens einen neuen Ding setzen, einen neuen Samen. Okay. Ja, ich habe den einen Samen rausgezogen. Und hast du mit Samen etwas anderes verstanden? Nee. Weil es so komisch reagiert hast, dachte ich gerade. Ja, Rainer, ganz ehrlich. In der 5. Klasse, als ich meinen Aufklärungsunterricht in Biologie hatte, da war so, der Lehrer hat Samen gesagt, weißt du schon, tschüss. Leute, Reini, du bist Mitte 30. Komm klar. Komm klar. Kein Erwachsener bricht so zusammen oder wird so distracted jedes Mal, wenn irgendjemand das Wort Samen sagt. Was du immer so denkst. Hast du doch gedacht, wusste ich doch. Was du immer so denkst. Das war mir doch gleich klar. Was siehst du, ich habe meine Spitzhacke zu Hause lassen, meine Hacke zu Hause lassen können. Ich habe voll das schlechte Gewissen gerade. Irgendwie habe ich das Gefühl, das nervt dich jetzt doch auch. Passt schon. Gut, ist klar. Passt schon, hätte ich gesagt gehabt. Auch gar nicht genervt. Ja, das ist der Grund, warum ich gesagt habe, man muss bei Frauen immer nachfragen, sind wir jetzt zusammen? Weil es oft so ist, dass dann die Frau schon anders denkt und der Mann nicht weiß, dass er Scheiße gebaut hat. Bis er dann merkt, dass er Scheiße gebaut hat. Ja, ne, Rainer, jeder normale Mensch checkt das. Ne? Also, jeder normale Mensch datet eine Person. Und wenn das nicht hinhaut, datet man eine weitere. Ich weiß, ne, dass heutzutage das nimmer ganz so extrem verbreitet ist wie früher, aber das ist, glaube ich, immer noch der Standard, dass man sagt, hier, man konzentriert sich erst einmal auf eine Person, wenn das nicht hinhaut, dann kann man immer noch weiterschauen und das ist halt das Anständige, was man machen kann. Ja, wenn du doch immer so anständiger Typ sein willst, angeblich, so ein netter Kerl, dann kannst ja dann deinen besamungsfreudigen Rentner-Nachbarn sagen, hey du, sorry, ich weiß, ich bin im letzten Jahr, September, August, keine Ahnung, wann ich da eingezogen bin, zwar oft bei euch gewesen für Rubbel die Katz, aber ich habe jetzt da im Internet eine kennengelernt und die will zu mir kommen für Snoo und die hat, ne, ihre Titten hängen nicht auf Hüfthöhe, weil sie keine 80 Jahre alt ist und ne, ist auch kein alter Sack, der aussieht wie ein alter Geldbeutel. Ich würde mir lieber jetzt mal darauf konzentrieren, vielleicht kriege ich doch noch mal hin, irgendwann Plagen in die Welt zu setzen. Und diesmal kein Snoo. Sollte das nicht funktionieren, wäre cool, wenn wir dann noch mal, aber ansonsten, na. Dann ist es aber meistens zu spät. Ach, du hast keine Scheiße gebaut, alles gut. Dann kommt wieder ziemlich ein Dreck. Der Reini hat nur sein Zeug gemacht. Stück Dreck vor. Brauchst du doch nicht. Ja, Rainer, keine Ahnung, du kommst ja nicht wirklich wie ein Stück Dreck vor. Das erzählst du jetzt einfach, weil du glaubst, das will sie hören. Rainer, du bist ein Narzisst und Narzissten kommen sich nie wie ein Stück Dreck vor, weil Narzissten in ihrer eigenen Wahrnehmung immer der großartigste, das höchste Wesen sind. Der großartigste Mensch, der auf der Welt lebt. Und dass auch wenn sie mal einen kleinen Fauxpas begehen, ja, dass das ja doch entschuldbar ist, weil die Leute ja dann trotzdem immer noch in die, zum einen entweder, weil die Leute immer noch in den Genuss ihrer Gegenwart kommen dürfen und zum anderen, come on,
Ne? Es wär total egoistisch vom Rainer, sich nur für eine Person aufzusparen. So, dann haben ja die ganzen anderen Leute nichts von seiner extremen sexuellen Energie. Ne? Ja, aber ich merke doch an deinem Verhalten, dass es das jetzt irgendwie cool ist. Du bist jetzt so ruhig, still, Hä, na, nachdenklich. ich erinnere dich an unser Gespräch gestern, als ich gesagt habe, dass ursprünglich ein Kumpel heute bei mir übernachten wollte. Ja. Ja, wie hast du da reagiert? Ich habe nachgefragt, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Mhm. Habe ich das mitgekriegt? Keine Ahnung. Aber ich kann mir vorstellen, wie er da reagiert hat. Ne? Positiv wird es gewesen sein. Wie ja Kumpel. Mann oder Frau? Aber mit dem läuft nichts, oder? Aber, erinnert euch bitte an die Benetic-Situation, ne? Wo er in der Nacht sie noch angeschrieben und angerufen hat und ihr vorgeheult hat, oh, wenn du mit dem pennst, dann war's das zwischen uns, etc. bla bla. Da wird er nämlich auf einmal sehr eifersüchtig. Und da ist es dann überhaupt gar nicht mehr so, dass man ja eigentlich gar nicht ausgemacht hat, ob man zusammen ist oder nicht. Es kann gut sein, dass ich das irgendwie übersprungen habe. Und dann? Okay, also es ist da ja nichts gelaufen mit denen. Es ist halt, die sind halt immer ein bisschen, weiß ich nicht. Und ich habe auch mit. Ja, auf einmal ist nichts gelaufen. Vorher hat es geheißen, oh, wenn du verstehst, was ich meine, die ist dann aus der Dusche gekommen, etc. bla bla. Die sind sehr offen, ne? Das hast du vorher erzählt. Und jetzt halt, da ist überhaupt nichts gelaufen. Ich habe dem seine Einkäufe reingetragen, die Alte ist aus der Dusche gekommen. Ich habe gesagt, hey, hurra die Gams, ne? Und dann, keine Ahnung, vielleicht hat man sich mal ein bisschen im Schritt gekitzelt und dann sind wir wieder gegangen. Ganz normal, wie man es halt so macht. Als Bonobo-Schimpanse. Drüber nachgedacht in dem Moment, weil die sind halt einfach. Wie gesagt, das war auch nicht böse gemeint oder sonst was. Die sind halt einfach. Alles gut. Autsch. Mann, dieser Freezer, was ist denn das? Alter, geht mir das auf den Sack. Mich nervt ja gerade ein bisschen, dass ich nicht so viel Platz im Inventar habe. Boah, wir brauchen 2000 Öcken, wie ich schon erzählt habe. Dafür können wir uns die größeren Rückzug kaufen. Ja. Ach, wir können dann übrigens mal gucken, dass wir in die Dinge runter können, ne? Was? In die Ding. Ja, in die Ding, das ist immer angesagt. Da muss auf jeden Fall in die Ding kommen. Wir können die ersten Dinge machen, die ersten Aufgaben für die Zwerge, wenn du die machen willst. Okay. Ich weiß bloß nicht, was die alles wollen am Anfang. Ja, das weiß ich auch nicht mehr. Sobald Ja, wahrscheinlich, ne? Digi Hole. Das wollen die. Hey, ich muss aber sagen, kurze Empfehlung für alle Leute, die Metalheads sind, sich nicht ganz so ernst nehmen und vielleicht auch Tolkien-Fans, ne? Oder so ne, D&D oder DSA gespielt haben und ein Herz für Zwerge haben. Eine der wenigen wirklich guten Metal-Bands aus Italien, Windrose, die praktisch ein neues exklusiv für sich Genre entwickelt haben, und zwar Dwarf Metal, was ein bisschen wie Power Metal ist, nur dass es nur um Zwerge geht. Und die sind sehr unterhaltsam. Ich mag die. Ne? Wer es noch nicht kennt, gönnt euch, gebt einfach auch bei YouTube ein oder bei Spotify oder eurem Musikstreaming-Dienst eurer Wahl. Digi Hole, ne, immer mit Doppel-G, von Windrose. Ne, und dankt mir später. ich nachgeschaut habe, müsste das ja im Inventar angezeigt werden. Kann man ja immer nachschauen, was die wollen. Ja. Wo war der erste? Der war in der Hütte da, ne? Mit dem Zimmer unten. Genau. Ach so, stimmt, wir konnten das ja noch gar nicht lesen. Wir müssen ja erst mit dem Mage reden und dann davon kriegen wir erst die Nachricht morgen. Ja. Ja, also müssen wir pennen gehen, was wir jetzt sind. Also bist du jetzt angepisst, dass du deinen Freund oder deinen Kumpel da versetzt hast und dich so eine Scheiße gebaut hast? Nee, alles gut. Denkst du, dass wenn du das 10. Mal sagst, dass du das glaubst? Nein, ich bin nicht angepisst. Nein, sie hat dir nur deine Doppelmoral aufzeigen wollen, der du am Tag vorher dich wahrscheinlich aufgeführt hast wie ein Stall voll Affen, weil ein Gumbel vorbeikommt und du den übelsten Eifersuchts-Temper-Tantrum geschoben hast und ihr dann am nächsten Tag erzählst, du hättest deine
sich bereits weit im Rentenalter befindlichen Nachbarn gebumst. Das, ne, das will sie dir gerade klar machen. Aber hier ist das Bild, ne? Auch wenn Leute halt immer noch falsch geschrieben ist, ne? Aber das Bild ist bezeichnend, ne? Der alte Sitzschwitzer. Dieses Mal schwitzt er tatsächlich aus einem Grund, und zwar, weil er seine Felle davon schwimmen sieht. Angepisst wäre, würdest du das merken. Glaub mir das. Evelyn, welche war Evelyn? Ist das nicht die alte Frau? Ist Evelyn gewesen? Das würde passen, du schätzt gerade da, genau. Wollt ihr die nicht in Quarz haben? War das nicht eine Quest? Bring Evelyn, verfeiner das Quarz. Ich will mich da verarschen. Also? Bist du jetzt doch enttäuscht, dass der lieber deinen Kumpel da gehabt? Nö. Okay. Wir bräuchten, bist du in der Mine? Nee. Ja. Wir bräuchten, schau mal, wenn du bevor du rauskommst, im Idealfall, wir bräuchten Minimum, ich habe 17, 18, wir brauchen mindestens 3 Kupfer. Dann könnte ich ein Ding herstellen, einen Ofen. Ich habe 7. Ein Ding stellt er hier aus 3 Kupfer, stellt er ein Ding her. Hervorragend. Wenn du zurückkommst, könnten wir direkt mal einen Ofen herstellen, wenn du mehr mitbringst. Ich habe Klamotten gefunden, lol. Ja, wir haben auf jeden Fall einen Ofen herstellen, weil wo willst du denn sonst einen Ofenkäse zubereiten, ne? Wenn du mehr mitbringst, könnten wir theoretisch auch gleich Kupferbarren herstellen. Also mindestens 5 brauchen wir pro Barren. Ja. Barne müssen her. Jetzt müssen Barne und wieder Barne her. Ich habe echt eine Hose gefunden, lol. Ich habe Stiefel gefunden in der Mine und die habe ich angezogen. Ja, das, was ich da habe, das ist ja, das, was ich da gefunden habe, das ist ja kein normale, das ist ja nur Optik quasi. Okay. Da konnte man sich nicht irgendwie, wie konnte man sich denn einkleiden? Hast du die Tiere eigentlich heute gemacht? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich glaube nicht. Okay, Leute, ich mach kurz hier den Pausinger und gehe wieder schneller durch. Ich befürchte fast, dass das Thema jetzt beendet ist und hier steht, Zogne ist harte Arbeit. Ich befürchte auch, dass der Rest von diesem ganzen Video jetzt belangloses Gaming-Geblubber ist. Sollte sich hier doch noch die ein oder andere Mettperle verstecken, will ich die natürlich euch nicht vorenthalten, weil also entweder habe ich es jetzt inzwischen schon vergessen, dass er sich da so aufgeführt hat, oder ich habe es übersprungen versehentlich. Aber es scheint so zu sein, sie hat, ne, es ist der Klassiker. Wie bei jedem Bärchen, die sagen dann immer, irgendein Kumpel kommt vorbei, um Reini eifersüchtig zu machen, um ihn aus der Reserve zu locken. Aber dementsprechend, kurze Pause, gleich geht er weiter. Ihr werdet nichts davon merken. Wir haben ein paar Minuten später im Ding, ihr will jetzt wissen, was sie denkt. Rainer schiebt überoffensichtlich krasse Panik, dass er sich jetzt verscherzt hat. Und sind wir auch mal ganz ehrlich, mit jeder normalen Frau, die kein Bärchen ist, hätte er sich jetzt verscherzt, weil jede Frau gesagt hat, hey, du hast gestern, nur weil der Kumpel bei mir hätte vorbeikommen sollen, mir eine Szene gemacht und ein Polizeiverhör gestartet. Und einen Tag später erzählst du mir hier irgendwelche Bumsknödelgeschichten mit deinen Rentnernachbarn. Ich glaube, du spinnst ein bisschen. Da hätte es auf jeden Fall zumindest einen tierischen Roffel gegeben. Dass der noch nicht passiert ist. Deutliches Anzeichen, dass er ein Bärchen ist, Rainer. Sag mir, was du denkst. Macht mich gerade Kille. Ich bin sogar noch mit zu dir ins Bett gekommen, also. Also da ist nichts gelaufen. Wie gesagt, das ist bloß, ach, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also das ist auch nicht wirklich gefunden. Ich laber. Ja, du laberst Scheiße, Rainer. Rainer, du hast einfach unkontrolliert wieder vor dich hingelogen, so wie immer, ohne drüber nachzudenken, und hast dich mal wieder in eine Sackgasse reingelogen. Und aus der kommst du jetzt wieder mal nicht raus. Es ist dieselbe Scheiße wie damals hier mit der Wien-Aussage oder mit der mit der Holocaust-Aussage oder mit der ganzen anderen Scheiße, die du erlogen hast in den letzten Jahren. Ne, wann du wo in die Arbeit gegangen bist, deine Freundinnen, der ganze Bums. Ne? Immer wenn du hochtrabend Lügengeschichten erzählt hast, dich dann in eine Sackgasse gelogen hast und jetzt wieder dastehst mit dem roten Schwanz in der Hand und dir denkst, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, etc. Einfach auch zu viel Scheiße. Da war nichts, okay? Okay. Aber das wirst du mir jetzt wahrscheinlich nicht mehr glauben. Ist halt ein bisschen verrückter Nachbar. Okay. Und ich lüge nicht. Natürlich nicht.
Ja, Rainer ist ja nicht schon seit über 10 Jahren im ganzen Internet als Lügenlord bekannt. Ne? Er lügt nicht. Nie. Wäre ihm noch nie eingefallen. Der Rainer ist der einzige Mensch auf der Welt, der immer nur die Wahrheit sagt. Nein, ich lüge nicht. Woher soll ich das wissen? Das ist eine gute Frage. Ich lüge trotzdem nicht. Kann man eigentlich mit mir reden? Das ich gar nicht. Glaube nicht. So, ich gieße jetzt hier erstmal eine Runde. Wir können auch düngen, wenn du willst. Wir haben ja 2 Dünger gerade, das sehe ich gerade. Ja, die habe ich gefunden. Weil ich dachte immer, man muss die dahin packen, bevor man... Nö. Nö? Okay. Das ist wie ganz normaler Dünger einfach. Okay. Kann man, glaube ich, auch selber herstellen. Das sorgt nur dafür, dass die länger Wasser haben oder so, oder besser wachsen kann, Land. Ja. Ich gehe mal zum Ding vor. Zum Ding. Zu dem Typi von der Köln. Achso, ich weiß gar nicht, musst du das selber auch nochmal hin, dass du das lesen kannst? Weiß ich. Er kennt das Spiel. Ja, will ein paar Minuten später wieder drin. Er will jetzt wissen, wie er es wieder gut machen will. Kann. Kann ich es irgendwie wieder gut machen? Es ist doch alles gut. Hör auf, das zu sagen. Ich merke, dass du anders drauf bist, dass dir ja nicht gut geht oder dass du gerade angepisst bist oder zumindest ein bisschen in die Richtung angepisst gehst. Rainer, es ist so geil. Die Leute können dich immer noch manipulieren. Ich hab mal vor kurzem mal wieder aus Nostalgiegründen Schlupf vom grünen Stern angeschaut. Ich weiß nicht, wer das noch kennt. Ne? Augsburger Puppenkiste, ein wirklich großartige nostalgische Erinnerung an meine Kindheit. Ich habe das als Kind sehr geliebt. Und ja, Marionetten. Die Bärchen lassen ihn tanzen wie eine Marionette. Und er steigt voll darauf ein. Die muss einfach nichts sagen. Die muss einfach nichts sagen, sich ein bisschen kurz halten bei ihren Antworten. Und Rainers Hirn geht apeshit. Oder traurig bist. Wahrscheinlich trauriger trittst wahrscheinlich eher. Ja, die ist richtig traurig. Die ist den Tränen nahe, Rainer. Die denkt sich, na, jetzt habe ich gedacht, ich habe endlich einen Guten gefunden. Dass der Rainer ist ein anderer, aber der ist auch nur so wie alle anderen. Die ist am Boden zerstört, Rainer. Dass jetzt dich tollen Fang nicht hat an Land ziehen können, sondern dass du dich halt jetzt als nicht so toll entpuppt hast. Die ist wirklich, wirklich am Boden zerstört. Wieso? Es gibt doch keinen Grund eigentlich, oder? Erstens war nichts anders abgesprochen und zweitens hast du gerade gesagt, dass es gar nichts passiert. Ist auch gar nichts passiert. Es ist auch nichts passiert. Ach, Reini. Ja, das ist das Problem. Das ist das Problem, wenn man seine Lügengeschichten nicht auf die Kette kriegt. Nee, es gibt eigentlich auch keinen Grund, aber das ändert ja nichts daran, dass du trotzdem enttäuscht bist. Bin ich das? Du wirkst so. Okay. Oder nicht? Alles gut. Weißt du, Was? Frauen sagen immer alles gut. Mhm. Das ist aber nicht alles gut. Weißt du? Ich bin vielleicht nicht der absolute Oberfrauenchecker, aber so viel weiß sogar ich. Ja, so ist es. Darum frage ich ja, ob ich irgendwas machen kann. Was sollst du denn machen können? Ja, du kannst halt dein dummes Maul halten. Du kannst auch einfach dir mal diese pathologische Lügerei abgewöhnen. Das wäre Sach. Ne? Aber da grätscht der Narzissmus wieder dazwischen. Dass er sagt, oh, weil er erzählt ja auch immer, er hat keine Süchte. Ja gut, er ist vielleicht nicht Alkohol- oder drogenabhängig, aber er ist süchtig nach Aufmerksamkeit, süchtig nach Zucker und offensichtlich süchtig zu lügen. Weil er vollkommen grundlos lügt. Nicht immer, wenn ich gelogen habe, dann nur um Leute zu schützen. Nö, ist halt Bullshit. Er lügt vollkommen grundlos. Und wie sind die Anzeichen, an denen man eine Sucht erkennt? Ja? Man kann nicht aufhören damit, auch wenn es das eigene Leben negativ beeinflusst. Und das tut es ja in diesem Fall. Er hat sich jetzt einfach vollkommen grundlos diese Lügengeschichte mit den notgeilen Rentner-Nachbarn aus dem Arsch gezogen und merkt, oh, das hat einen negativen Einfluss auf meine Interaktion mit den Bärchen. Das ist aber nicht das erste Mal, dass er das merkt, dass seine scheiß Lügengeschichten ihm mehr ihm auf die Füße gefallen sind. Er hört trotzdem nicht auf. Rainer, du bist süchtig danach zu lügen.
wahrscheinlich kommt diese Sucht zu lügen Hand in Hand mit deiner Sucht nach Aufmerksamkeit daher, aber es ist immer noch so. Ansonsten hättest du jetzt diese Geschichte nicht erzählt. Es gab überhaupt gar keine Notwendigkeit dafür. Kein Plan. Deswegen frage ich ja. Ich weiß nicht, was ich machen kann. Ich bin nur ein dummer Mann. Nee, du musst nichts machen, alles gut. Ah, jetzt habe ich schon wieder alles gut gesagt, okay. Du kannst ja auch alles gut sagen. Jetzt klang es auch ein bisschen anders. Trotzdem, ich habe halt trotzdem das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt. Eine Frage. Ja, Damit das vielleicht klarer wird, auch für mich. ja. Wie siehst du unsere aktuelle Situation? Bin ich jetzt doof? Eine Sekunde. Also, jetzt diesen hier. Das geht dich ein Scheißdreck an, ein Scheißdreck geht dich das an. Das versuchst du mich schon seit Tagen zu fragen, oder? Nö. Wenn ich dich fragen wollte, hätte ich dich gefragt, wie Okay. ich es gerade getan habe. Okay. Ja, ich dachte, wir versuchen uns halt kennenzulernen, deswegen ist ja alles in Ordnung. Was mit Ja, ihr habt auch schon gesprochen über wer zu wem fährt und dass dann da gebimst wird und er hat auch schon wieder irgendwelche Nummern verzapft von wegen ne, Zusammenkommen, Zusammenleben, Kinder zusammen haben und so ein Scheiß ist ja alles schon gefallen. Ne? Kennenlernen gemeint ist, bedeutet im letzten Endes im Endeffekt dann Letzten Endes. quasi, du wünschst dir schon eigentlich was Festeres und würdest auch gerne in die Richtung Beziehung gehen. Das heißt, anders auch ausgedrückt, du möchtest eigentlich schon, dass ich mit keinen anderen Menschen, Männern, Frauen, wie auch immer geartet derzeit irgendwie in irgendeiner Form intim werde oder Ja, oder Pferden oder großen Wassertieren oder dergleichen. Ne? Was würde es heißen, wenn sie kein Bärchen wäre? Richtig. sonstigen Kontakt in dieser sexuellen oder auch in emotionaler Beziehung trete, korrekt? Naja, wenn wir sagen, wir sind in einer Beziehung, dann möchte ich das ja, aber bisher haben wir es ja noch nicht gesagt. Ja, nee. Oder meinst du so in der Dating-Phase? Stopp. Also, als erstes mal, ja, wir sind nicht in einer Beziehung, aber auch in einer Dating-Phase, wenn man sagt, man möchte sich kennenlernen und mal schauen, ob man in Richtung Beziehung abdriftet, ist ja trotzdem die Situation, dass man der anderen Person nicht schaden will, beziehungsweise nicht will, dass die andere Person einem schadet. Darum frage ich jetzt. Du hast Ja, darum frage ich jetzt, nachdem ich dir erzählt habe, dass ich meine Rentner-Nachbarn gebimst habe. Oder nicht? Oder doch? Man weiß es nicht. Es ist Schrödingers Nachbar aus Denken. Der ist gebimst und nicht gebimst gleichzeitig. Er und seine Frau. letzten Endes deinem Freund vorhin jetzt abgesagt, dass du heute, weil du heute lieber mit mir was zu tun haben wolltest oder mit mir machen wolltest und nicht sicher warst, ob das funktionieren würde. So. Deswegen hatte ich jetzt auch die Aussage von mir so ein bisschen getroffen und deswegen will ich jetzt wissen, willst du, dass wir erst einmal, also Beziehung können wir nicht sagen. Willst du mit mir Drogen nehmen? Das funktioniert nicht schon allein deswegen, weil wir uns einfach noch nicht kennen und noch nicht getroffen haben und sonstiges. Aber Fakt ist, wenn die Situation besteht, dass du sagst, du möchtest aber in diese Richtung Beziehung versuchen und schauen, ob das funktioniert, also wie du es genannt hast, eine Dating-Phase und sagst, du möchtest jetzt in der Zeit, dass ich mit niemandem anderen mich treffe, dann steht die Sache für mich klar fest und ich mache das und halte mich daran. Dann musst du das natürlich aber auch und ich muss mich auch darauf verlassen können. Aber das verklärt sich, denke ich, hoffentlich von alleine. Ja. Wir müssen übrigens zurück, die Zeit drängt. Ja. Also, Ja. ja? Ja. Ja? Ja. Bist du in der Mine noch? Nee. Okay, ich komme zurück. Ja, also heißt ja, jetzt ja. Also du willst in die Richtung Dating-Phase erstmal gehen und erst einmal abwarten, ob was passiert, bevor du irgendwas mit anderen unternimmst. In der Hinsicht. Ja. Gut, dann weiß ich künftig Bescheid und werde mich in Zukunft von dieser Situation fernhalten. Okay. Wobei, wie gesagt, Mhm. da hier nichts gewesen ist. Aber letzten Endes weiß ich dann besser Bescheid und werde da auch mehr Rücksicht auf deine Gefühle nehmen. Ja, stellt euch den Rainer vor, wie er Rücksicht auf ihre Gefühle nimmt. Ja, das kenne ich aus alten Bärchen-Leaks ganz anders mit dem Rücksicht auf die Gefühle der Bärchen nehmen. Habe ich nicht so in Erinnerung, ne, dass du das gerne machst. Generell Rücksicht auf die Gefühle vor andere Leute, das ist das eher nicht so Rainer sein Ding, gell? Okay, danke. Wow. Ja, wie ist das jetzt so schnell passiert? Kommst du nach Hause? Ich bin schon da tatsächlich. Ich muss außen nur noch das Kupfer ranhauen. Ich dachte, du liegst jetzt schon im Bett. Nö. Ich wärme mir das Bett vor, weil es der Rossi wärmt es mir nicht vor. Daran merkst du, dass die Frau sauer ist. Hey, ich bin gar nicht dazu geeignet, ein Bett vorzuwärmen.
Wieso? Ich bin nicht warm. Glaub mir, wenn du nackig im Bett liegst, ist das Bett nicht warm, sondern es ist kochend heiß. Okay. Meinst du nicht? Möglich. Weißt du, es Oh, jetzt versucht er zu schleimen. Wie erbärmlich. Alter, jetzt kriegt er ja den Arsch in der Hoffnung, Schadensbegrenzung betreiben zu können. Witzige ist, Was? wenn du mit mir unterwegs bist, im Sommer oder so, ne? Dann würde ich dir empfehlen, keine Ahnung, so Tigerbalsam oder sowas mitzunehmen, was du dir an deine Nase reiben kannst. Oder wie Vaporub oder sowas, weil ansonsten hältst du das nicht aus im Sommer mit ihm. Ja. Oder im Winter besser gesagt. Dann hast du mit mir immer Im Sommer oder besser noch im Winter. Ja, mehr oder weniger das Gleiche, ne? jemand, der kochend heiße Hände hat. Okay. Ja, meine Körpertemperatur liegt irgendwie, warum auch immer, ein kleines bisschen höher als bei anderen Menschen. Ja, Rainer, du bist ganz besonders. Wenn ich an kochend heiße Hände denke, dann denke ich an folgenden großartigen Sketch. Warte, ich suche ihn euch schnell raus. Hey, kennt ihr den Sketch hier, die Astro TV Betrugsmaschen hier? In meine Hände kann ich ein Schnitzel braten, ja? Aber ich hol das alles von innen. in seine Hände kann er einen Schnitzel braten. Weil der Reini ist nämlich ein ganz besonderer Mensch, ne? Kann nicht nur die Augenfarbe ändern, wenn es brennt, sondern hier warme Hände und alles. Okay. Ja. Ja, und dadurch, dass meine Körpertemperatur natürlich auch etwas höher liegt, ist auch die Sache die, dass hier unten sind übrigens die Dinger. Hast du Kupfer dabei oder hast du das oben reingeschmissen? Ich habe das in die Kiste getan. Wenn ich welches hatte, ist es in der Kiste. Wenn ansonsten. Rainer hat jetzt diese erhöhte Körpertemperatur praktisch als Superkraft. Seit er damals irgendwie in den Topf mit dem Zauber. Nee, warte, das war. Nee, als Kind diese. Ne, da erhöht 42, 43 Fieber hat er gehabt, ne? Da hat sie praktisch schon durch den Boden durchgebrannt, wie so ein fallen gelassenes Lichtschwert. Und seitdem ist er High Temperature Man. Das ist nix. Okay, dann habe ich das schon aufgedrotzelt. Dann müssen wir noch mehr Kupfer organisieren. 2 Barren habe ich schon. Was sind das hier? Der Barne kann man nie genug haben. Barne müssen auf jeden Fall her. So, du gehst dann vorbei zu den Hühnern. Gut, dann gehe ich gleich weiter. Ja. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Als rückblickend betrachtet ist es sowieso ziemlich dämlich von mir gewesen, das anders zu vermuten. Wieso? Weil, ja, du hast mich gerade nach meiner Lieblingsstellung gefragt. Für gewöhnlich sollte man da eigentlich davon ausgehen, dass da mehr im Busch ist. Außerdem hast Ja, je nachdem, wie man es mag, halt, vielleicht auch nicht im Busch. du mir ja schon gesagt, dass du total verrückt mit mir bist. Ja. Mehr oder weniger. Du hast die 10. Ebene noch nicht erreicht, oder? Die was? Die 10. Ebene in der Mine. Nee. Ja, aber sobald wir die erreicht haben, kommen wir ja in die In die, nächste Ebene. Ja. Also, da kriegen wir ja eine Kiste. Dann können wir auch mit dem Aufzug runterfahren, nämlich. Und das gilt nämlich für beide wiederum, das weiß ich zufällig noch. Alles klar. Dann gehe ich jetzt auch mal in die Mine. Mhm. Mhm. Was ist denn mit meiner Switch, ey? Ich habe echt Angst gehabt, dass meine Switch abbraucht. Bei dir geht aber auch gerade alles irgendwie ein bisschen kaputt, oder? ja, das passiert, wenn man sich um seinen Scheiß nicht kümmert, ne? Ich will dir ja jetzt nicht irgendwie die Laune verderben, so, ne? Und will dich jetzt auch nicht irgendwie von mir wegschubsen, aber mein ganzes Leben ist kaputt. Nicht zwangsläufig, weil ich es kaputt gemacht habe, sondern weil Doch, Rainer. Zwangsläufig, weil du es kaputt gemacht hast. So wie du alles kaputt gemacht hast, was du jemals angefasst hast. Code Midas Deluxe. Ja, du hast dein Leben absichtlich und ne, trotz besseren Wissens, weil es dir tausende Leute gesagt haben, kaputt gemacht. andere dazu gefügt haben, oder dazu beigetragen haben, dass mein Leben kaputt geht. Und ich habe halt auch keine Möglichkeiten, das zu reparieren gerade. Ja. Ich arbeite halt sehr intensiv daran, das wieder zu reparieren. Aber Ja, das kann man vorstellen, wie du daran arbeitest, das zu reparieren. Einer, ihr habt mitgekriegt, wie viel Zeit du ne, zumindest alleine schon auf Steam in letzter Zeit immer jeden Tag am Zocken verbringst. Es bleibt da nicht mehr viel Zeit fürs harte Arbeiten daran, das wieder in Ordnung zu bringen. Und sich da in dieses Monteurszimmer da in der Nazi-Butze reinzuhocken und sich vom Staat aushalten zu lassen, in der Hoffnung, dass irgendwann entweder jemand kommt, der sagt, hier Rainer, wir halten dich aus, oder jetzt erlassen wir dir doch deine Steuer und
Krankenkassenschulden und du darfst jetzt wieder auf YouTube und so oder irgendwelche Mulden kommen und sagen, hey, ich bin Millionärin, ich will trotzdem dich, nimm dir jetzt, lass mir sofort Kinder machen, du hast von heute aus ausgesorgt, weiß ich nicht, ne? Sollte das nicht passieren, dann ist da drinnen sitzen einfach nicht geeignet dafür, daran zu arbeiten, dein Leben wieder Etzadler auf die Ketten zu kriegen. Das Problem ist halt, dass halt tausende Hände gegen mich arbeiten. Und Ja, es sind wieder die anderen schuld. Es sind wie immer die anderen schuld. Hättest dich einfach komplett auch aus dem Internet verpisst, so wie du es gesagt hast, zumindest als aktiver Nutzer, ne? Dann wahrscheinlich wird auf meinem Kanal auch nichts mehr oder nur noch wenig ab und zu mal irgendein altes Met kommen. Alle arbeiten sie gegen ihn. Kann er gar nichts machen, der Rainer. deswegen ist es also ein bisschen schwierig. Ich bin voll geschäftsfähig. Also ich war ja letztes Jahr auf der Arbeit. Also ich war Und das halte ich immer noch für einen Skandal, dass dieser Mann voll geschäftsfähig ist. Ne? Weil entweder ist man voll geschäftsfähig, dann sollte man aber auch ne, voll, wie heißt, schuldfähig sein. Ne? Wenn man voll geschäftsfähig ist, sollte man auch voll schuldfähig sein und dann hätte der schon längst in den Knast gehört. Dass das möglich ist, dass er voll geschäftsfähig bleibt, aber die Schuldfähigkeit aufgrund von Hageldom so weit eingeschränkt wird, dass er nicht in den Knast hat fahren müssen, damals 2022, halte ich bis heute immer noch für einen Skandal. Weil ich war ja vor 2 Jahren damals auf der Straße, habe ich gelebt. So. Und als ich auf der Straße gelebt habe, war es so, dass Rainer, wir befinden uns im Herbst 2025. Vor 2 Jahren hast du bereits bei Uwe gewohnt. Vor 2 Jahren hast du bereits bei Uwe gewohnt. Du haust da schon sehr lange. Deine Obdachlosenstaffel war Obdachlosen, ne? Soweit man das nennen kann, wo du halt jeden Tag wieder auf die Barne für das Etzadler Hotel am Abend neu erbetteln musstest. Das war 2022, Ende 22, Anfang 23. Du bist schon seit 2 Jahren in Zobes, Rainer. die Zeiten, dass ich mir damals halt einen staatlichen Betreuer zugelegt habe. Nicht, weil ich nicht Einen staatlichen Betreuer, den legt man sich immer zu. Ne, den kriegt man niemals auferlegt. Ich bin oder so, sondern weil ich ja keine Möglichkeit hatte, dass ich Post bekomme, weil ich keine Möglichkeiten hatte, irgendwas zu machen und zu regeln, wollte ich halt einfach jemanden, der mir hilft, zum Beispiel eine Sozialwohnung zu bekriegen und so weiter und so fort. Okay. Und der Typ hat mir letzten Endes jetzt aber am Ende nur noch Steine in den Weg gelegt. Letzten Endes. Nein, ich wette was. Ich wette, der Typ, den er sich da besorgt hat, ne, dieser Betreuer, den hat er gebraucht, damit er weiß, was ihm zusteht, was er beantragen kann, um maximal die Barne daraus zu holen. Aber in dem Moment, in dem der gekommen ist und gesagt hat, Herr Winkler, wollen wir vielleicht einmal drüber reden, von wegen einer Weiterbildungsmaßnahme, ne, vom Amt, dass wir sie vielleicht doch noch in Lohn und Brot kriegen. Sie kennen sich doch schon ein bisschen mit Computer aus, als ehemaliger YouTube-Profi. Machen wir doch was in die Richtung. Ich hätte hier so ein paar Sachen, so Maßnahmen, wo ich sie reinbringen kann. Da können sie ein bisschen Know-how entwickeln und kriegen auch ein Zertifikat, einen Zettel, wo drauf steht, dass sie das alles gemacht haben, damit wir sie vielleicht irgendwo in eine Arbeit kriegen. Und ab da war es ein Hater. Ne? Hier Budgetgeld beantragen und so viel Kohle rausholen wie geht, ne? Aber dann heißt er, will ihm Stein in den Weg legen, weil er gesagt hat, der Winkler, jetzt hier Lohn und Brot. Normale Arbeit, die können sie dann auch übers Internet machen, wenn wir in die Richtung gehen, Mediengestaltung oder was weiß ich. Vielleicht hat er es wirklich gut gemeint. Ne? Legt ihm Steine in den Weg. Und die hat mir Steine in den Weg gelegt Aussage bestätigt in meinen Augen die ein Comeback ist geplant Aussage. Das ist meiner Meinung nach ein Puzzleteil, das sehr gut in das Bild reinpasst, wo wir am Anfang des Videos drüber gesprochen haben, dass Rainer vielleicht
auch einfach einen juristischen Maulkorb für 2 Jahre auferlegt bekommen hat, ja, für die verlängerte Bewährung. Und dass dieses Herr Winkler, ich würd Sie gerne in Lohn und Brot bringen, wird deswegen als Steine in den Weg legen empfunden, weil der eigentliche Plan ist, dann wieder durchzustarten mit Social Media, und er soll ihm doch lieber dabei helfen. Ne? Er kommt ihm immer mit Umschulung und ne? Bildungsfördernde Maßnahmen und dergleichen. Ne? Mit Lohnarbeit. Ne? Der soll ihm weiterhelfen, hier gegen die bösen Hater vorzugehen. Der soll vielleicht auch selber noch das Internet durchforsten und irgendwelche Leute melden. Ne? Schön die Meldemischi für ihn spielen. So wie die ganzen Dullis, die er damals auf dem Discord noch hatte, 2023. Und dann soll er sein dummes Maul halten, weil der Reini hat nämlich vor, wiederzukommen. Würde passen, meiner Ansicht nach. Und hat auch letztendlich mit seinem Blödsinn unter anderem dafür gesorgt, dass ich zum Teil zum Beispiel, ich hatte fast ein Jahr lang darauf gewartet, dass ich das vom Jobcenter Kohle bekomme. Und Was? das Jobcenter hat sich Ja, also, ich fasse jetzt zusammen, das wird jetzt sicher sagen. Erstens, du kriegst auch eine Grundsicherung. Also so einen Mindestbetrag kriegst du, egal was ist. Den kriegst du. Bürgergeld. Noch das Bürgergeld. Dann heißt Grundsicherung. Keine Ahnung. Aber du kriegst einen Mindestbetrag auf jeden Fall. Und der hat halt, der Betreuer, den er sich da zugelegt hat, der nicht auferlegt wurde, der hat halt da gesagt, ja, Herr Winkler, ich helfe Ihnen da bei den ganzen Anträgen und dem ganzen anderen Shit, aber Sie müssen ein bisschen mitspielen, Sie müssen ein bisschen mitmachen, Sie müssen sich ein bisschen bemühen, vielleicht doch noch in Lohnarbeit zu kommen, weil wer 12 Stunden am Tag zum Zocken vorm Rechner sitzen kann, der kann auch 8 Stunden am Tag zum Arbeiten vorm Rechner sitzen. Und da hat er nicht dergleichen getan, der Rainer. Und dann muss der Typ wahrscheinlich beim Jobcenter Bericht erstatten. Und dann heißt, ja, wie kooperativ zeigt sich denn der Herr Winkler, wenn es darum geht, ihn wieder auf den ersten Arbeitsmarkt zu bringen. Und das wird dann deutlich verneint. Ne? Zeigt sich überhaupt nicht kooperativ. Und dann werden ihm die Barne gekürzt. Das ist das Problem. Ne? Was für ein Schwein. lang geweigert, mir Informationen, das hat sich nicht geweigert, Informationen zu geben, sondern es hat sich ein Jahr lang geweigert, mir, hat sich ein Jahr lang geweigert zu zahlen, obwohl eigentlich alles vorgelegen war, zumindest soweit ich wusste. Jetzt die Sache ich habe im Nachhinein erfahren, dass mein Anwalt, nicht mein Anwalt, mein Betreuer, denen eine Kopie von meinem damaligen Mietvertrag gegeben hat. Dieser Mietvertrag aber total schlecht kopiert war, dass alles schwarz war. Und weil der schwarz war, haben die das natürlich nicht gegolten, beziehungsweise haben nichts erkennen können und haben das auch nicht als rechtskräftig gesehen. Das hört sich so hanebüchen an. Das hört sich, du hast einen Mietvertrag und der ist komplett schwarz, fehlkopiert, und dein Betreuer ist so hageldumm, dass er diesen pechschwarzen Lappen dann in die Hand nimmt und den einreicht als Mietvertrag. Seit wann besteht das schwere Alkohol- und Drogenproblem bei diesem Betreuer? Wahrscheinlich seitdem er dich betreuen muss. Ne? Das ist doch offensichtlicher Bullshit wieder, diese Nummer. Nein, Rainer, du hast versucht, das Amt übers Ohr zu hauen. Du hast versucht, mit Uwe zusammen mehr Kohle für die Bude rauszuholen, als du tatsächlich bezahlt hast, und du hast deinen Mietvertrag unterschrieben. Und die wissen, seit wann du da wohnst, weil du seitdem da gemeldet sein musstest. Und dann haben die natürlich diesen Mietvertrag verlangt. Und die wissen, okay, der hat hier 300 Euro bezahlt, dann kriegt er hier 300 Euro. Und mehr wird's nicht, auch wenn er angeblich jetzt mehr bezahlen muss. Warum auch immer. Was er gerade sagt, macht mich froh, weil das mir sagt, dass er und Uwe das Jobcenter nicht um Zusatzmietbarende bescheißen konnten, sondern dass sie das ganz genau mitgekriegt haben. Das dafür gesorgt hat, dass ich dann halt nicht weitergekommen bin. Okay. Und das Witzige daran ist aber, dass der Betreuer
mir am Ende auch die Situation auferlegt hat, dass, nee, das Gericht letzten Endes erst bei Gericht, erst bei der Verhandlung haben die mir gesagt, was eigentlich das Problem war. Ach was, Ja, nein, Rainer, was das Problem ist, kriegst du vorher gesagt. Du musst nur dir die Mühe machen. Es war jetzt harte Arbeit für einen Analphabeten. Du musst nur dir die Mühe machen, dass du den Scheißbrief auch durchliest. Ne? Kein Gericht der Welt sagt, Herr Winkler, es läuft ein Verfahren gegen Sie. Wegen was erfahren Sie, wenn Sie da sind, konnten Sie an dem und dem Tag. Ne? Ist Surprise Party. Dann kommst du rein, ist so ein Banner und dann sind da Konfetti und bunte Luftballons. Hurra, es ist schon wieder gefährliche Körperverletzung. Du kriegst das vorher gesagt, worum es geht. wer da ist. Und erst da haben die mir gesagt, was eigentlich das Problem ist. Okay. Und ja, natürlich habe ich dann relativ schnell das alles klären können und dann war die Sache erledigt. Innerhalb von wenigen Wochen war eine Sache, die ich seit April letzten Jahres bis Oktober rumgeschleppt habe, weil ich nicht wusste, was eigentlich das Problem ist, weil die mir nicht gesagt haben, was das Problem war. Ja, und eine ähnliche Situation läuft übrigens wieder. Übrigens war da oben eine Tür, ne? Okay. Jetzt wird es wirklich interessant. Ich weiß nicht, von April letzten Jahres. Schwierig. Ja, weiter, Ja. los geht's weiter. Aber wie kann das sein, dass dein Betreuer dir Steine in den Weg legt? Also eigentlich ist er da dafür. Naja, der hat halt die Kopie, wie gesagt, völlig unlesbar weitergegeben. Und das Gericht hat mir aus irgendeinem unerfindlichen Grund halt nicht gesagt, was eigentlich das Problem ist. Und dadurch, dass ich nicht wusste, was das Problem ist, konnte ich halt auch nichts unternehmen. Ja, das ist so. Ja, hier Energy hat nie Kontakt mit mir aufgenommen. Die wusste ja gar nicht, dass ich meinen Strom nicht bezahlt habe, Aussage. Was jetzt dazu geführt hat, dass der ganze Scheiß eben weitergegangen ist. Okay, das ist aber komisch. Das ist ja eigentlich nicht der Sinn und Zweck des. Ja? Eine Sache kannst du dir bei mir gleich angewöhnen. Egal, was du für normal hältst, vergiss es in Bezug auf mich. Ich hätte es gedacht, frag nicht nach, wenn ich dir irgendwelche hanebüchenden Schmutz-Stories erzähle. Glaub einfach meinen komplett erfundenen Dreckssermon und halt dein Maul. Hm? Funktioniert nicht. Das kannst du nicht denken im Zusammenhang mit mir, weil all diese Normalität, ach scheiße, ich habe keine Ausdauer mehr. Okay, ich gehe mal zurück. All das, was du als Normalität betrachtest, ist nicht normal bei mir. Im Speziellen auf mich bezogen. Okay. Ja, Reini, du bist ein ganz besonderer Mensch. Also, wenn du sagst, normalerweise müsste das Jobcenter dies und das machen, hast du recht. Normalerweise. Aber bei mir halt nicht. Weil bei mir. Ja, die Leute im Jobcenter im Blauen sind auch Hater, Rainer. Wir haben es begriffen, sind auch Hater. Die lachen sich ins Fäustchen. Die geben dir einfach nicht, was dir zusteht. Wir kennen's. In einem unerfindlichen Grund irgendwie andere Normalität gilt. Also bei mir gilt ein anderer Maßstab, nicht nur beim Job. Also, das Jobcenter sind Hater, die BLM, das sind Hater, das Landratsamt in Neustadt an der Aisch, Hater, Bürgermeisterin von Emskirchen, Hater, Pinea sind auch Hater, die Gerichte waren und die Staatsanwältin vor allem, das waren auch alles Hater und der kann ja gar nichts dafür, alles, weil die ganze Welt sich gegen ihn verschworen hat. Sondern bei vielen Dingen. So, wenn du dir zum Beispiel meine YouTube-Karriere oder meine Livestream-Karriere anschaust, normalerweise hätte ein Livestreamer oder ein YouTuber mit meiner Reichweite 10-mal so viel verdienen müssen. 20. Ja, Rainer, du hast da hatten wir alles, ja? Abo-Leichen, gekaufte Abos, gebottete Abos. Rainer, du hast mit über 220.000 Abonnenten auf YouTube auf deine Let's Play-Videos keine fünfstelligen Zahlen drauf gekriegt. Das ist erbärmlich, Rainer. Das ist erbärmlich. Ich hab knapp unter 6.000 Abos. Ich habe, auch wenn ich nicht reiner Content mache, so 800 Aufrufe auf so einem Video. Wenn ich das jetzt hochrechnen würde auf 200.000 Abos, dann müsste ich ja theoretisch. Du merkst, dass das nicht aufgeht, wenn du dann nicht mindestens fünfstellig unterwegs bist bei 200.000 Abos, dass dann da was verkehrt ist. Mal so viel verdienen müssen. Der hätte normalerweise 10-mal so viele Fans haben müssen. Der hätte nicht Ja, das, keine Ahnung.
jemand, der die Reichweite hat, müsste mehr Fans haben. Reiner, die Fans sind die Reichweite. Und wenn du halt keine Fans hattest, offensichtlich, dann hattest du auch die Reichweite offensichtlich nicht, die du dir gerade einbildest. Und noch dazu ist halt, es ist halt schon so, dass man mit dieser Provokation und diesem Hatefluencer-Dasein Aufmerksamkeit erzielt und Aufmerksamkeit auf einen lenkt, negative, ne? Und das vielleicht dazu führt, dass es mehr Klicks gibt oder dass die Leute die Barren rausschmeißen in der Hoffnung, dass du dich wieder zum Obst machst oder irgendwas Dummes anstellst. Aber das schreckt halt seriöse Werbepartner ab. Das ist das Problem. Und heutzutage Influencer, gerade auch auf YouTube und so, die machen ihre Hauptkohle mit Placements. Die AdSense-Barne reißen es da nicht mehr raus. Wir sind nicht mehr im Jahr 2012. Die machen das über Placements und kein Mensch der Welt denkt sich, boah, ja, wisst ihr, wen wir als Gesicht für unsere neue Werbekampagne nehmen sollten? Hier, der dicke Vollversager da aus Metal-Franken, der sich mit allen verschissen hat und sich den Duan hinten reingepömpelt hat. Den nehmen wir jetzt. Der hätte nicht so in die Scheiße abrutschen dürfen wie ich. Normalerweise hätte die Politik auch mehr unternehmen müssen. Nachdem was. Das, wenn ich krieg schon wieder Zustände. Die Politik hätte da mehr unternehmen müssen. Ja, die Politik, die hätte ihm da die Schanze befestigen müssen mit Betonmauern und NATO-Draht und Wachtürme, die 24 Stunden am Tag besetzt sind, mit bewaffnete Wachen, mit Hunde und alles. Wie Area 51, so muss das ungefähr gemacht werden. Ja, und dann gibt es so einen Todesstreifen und wer da außen rumkommt, ne, das ist der Todesstreifen, ist der zwischen dem Gehweg und dem Tor. Ne, wer das betritt, wird sofort erschossen. Ne? Das hätte die Politik machen sollen. Ja, Rainer, du bist so selten dumm, Mann. Was bei mir alles passiert ist, hätte eigentlich die Politik viel, viel mehr gegen diesen Hate und Scheiß unternehmen müssen, der da abgegangen ist. Ist aber nicht passiert. Die haben keinen Finger gerührt, um mir zu helfen. Und auch nicht nur bei mir, die haben auch anderen nicht geholfen. Die Politik hat nicht die Politik. Es ist nicht die Aufgabe unserer Regierung, sich um Vollidioten zu kümmern, die sehenden Auges ins Verderben laufen. Und die der Meinung sind, ich habe hier jetzt Leute provoziert und auf einmal sind die gemein zu mir. Hier, Merkel, hilf. Das ist Bullshit, Rainer. Die Hater haben so viel Scheiße gebaut, im Allgemeinen, dass die eigentlich selber teilweise auf die Straße gesetzt können. Oder gleich an die Wand gestellt. Alle Hater. Irgendeiner hat einmal ein Ei gegen Rainer seine Wand geworfen. Alle Hater Todesstrafe. Problem gelöst. Dann kann er wieder im Internet Leute provozieren. Rainer, das Problem ist, hätte man wirklich so viel gegen die Hater gemacht, hättest du im Internet keinen Cent mehr verdient mit deiner scheiß Provokations-Hatefluencer-Scheiße. Viele Gesetze wurden gebrochen, und zwar nicht irgendwie kleine Gesetze, sondern wirklich massive Gesetze von... Ja, zum Beispiel gefährliche Körperverletzung, mehrfach von dir. Du hast die Polizisten beleidigt, du hast die Polizisten verleumdet, du hast Straftaten vorgetäuscht. Ich erinnere an den angeblichen Böllerwurf, wo du das Kunstblut ins Ohr geträufelt hast. Du hast so viel Scheiße gebaut, ja, da hätte was passieren müssen. Ne? Politik ihren Job nicht gemacht. Angefangen bei Datenschutz über, ich weiß gar nicht, was noch alles. Alter, Rainer, wie viele Leute du entweder geleakt hast oder versucht hast, sie zu leaken. So unglaublich viel Zeug damals gewesen, was sie da eingestellt haben. Okay. Das ist halt letztendlich auch so eine Sache, dieser Maßstab, den kannst du, wie gesagt, bei mir auch einfach nicht ansetzen. Ich merke schon. Puh. Ja, da schlackern viele mit den Ohren. Ja. Und viele glauben mir das auch nicht. Viele glauben ihm das nicht. Da machen wir heute Schluss. Wir sind schon wieder bei 1 Stunde 14. Da machen wir jetzt für heute Schluss, weil ich glaube, das wird jetzt noch höchstgradig Hanebüchen. Wir sind bei 40 Minuten und 13. Ja? Genau. In diesem Sinne, Leute,
Tut nicht, was Rainer tut, vor allem nicht pathologisch lügen, um sich dann wieder in irgendwelche Sackgassen reinzurendern. Medloff.